Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vorm Champions League Viertelfinale Rückspiel zu Hause gegen Real Madrid. Und wir gehen direkt rein. Bevor wir das natürlich tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dabei gehen wir direkt rein hier in Teil 1 mit Manuel Neuer. Ja, hallo zusammen, grüß Gott. Na, hallo. Nee. Die Fußballwelt schaut nach München zum Viertelfinalrückspiel in der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid. Willkommen allen, willkommen So, vor gleich allem der Ton leise zum Gast für. heute, der Manuel Neuer, zur Pressekonferenz. Da legen wir auch gleich los. Frage 1, Reihe 1, mal kurz lachen und dann ist Torben Hoffmann an der Reihe. Nein, nicht Nationalmannschaft. Manu, die Ausgangslage ist, glaube ich, ganz ordentlich, die ihr geschaffen habt. Auf welche Nuancen wird es morgen im Rückspiel in der Allianz Arena Auf die gleichen wie im Hinspiel, was eine Frage, ey. ankommen und wo siehst du persönlich vielleicht auch den minimalen Vorteil? Ja, Ja, das 2-1 steht vor uns. Was- der Vorteil liegt klar darin, dass wir gewonnen haben beim ersten Spiel. Es ist aber nur ein Tor und wir wissen natürlich, dass es in beide Richtungen gehen kann. Wir spielen gegen Real Madrid. Es ist eine sehr schwere und harte Aufgabe für uns. Dennoch haben wir den leichten Vorteil, das ist klar. Wir haben auch den Vorteil, dass wir zu Hause spielen. Ich glaube, die heimische Kulisse, die brennt immer bei Champions League Spielen an so Abenden wie morgen. Und unsere Mannschaft und die Motivation, die brennt auch. Und von daher ist schon mal die Ausgangslage gut, aber wir können das auch nicht überbewerten, weil man einfach in der Vergangenheit erlebt hat, wie Real Madrid auch zuschlagen kann und das wissen wir, das ist auch in den Köpfen drin, aber dennoch haben wir natürlich den Glauben an uns selbst und sind selbstbewusst. Dankeschön, dann auf der rechten. Die haben alle keine Zeit, sich zu rasieren, oder? Die hat auch so einen komischen, ekligen 3 Tage Stoppelbart stehen, der irgendwie aussieht wie Josh letztes Mal. Wild. Aber wenn's hilft, let's go. Seite Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Neuer, wie gehen Sie morgen in so ein Spiel wieder das gegen Mbappé, gegen Vinicius Junior? Ist das Vorfreude? Ist das Anspannung? Ist das Druck? Naja, erstmal geht es nicht um die Namen, das ist klar. Es geht, glaube ich, erstmal darum, dass es ein ganz wichtiges Champions League-Spiel für den Verein ist und für uns als Mannschaft. Und da ist es so, dass man ja gegen eine ganze Mannschaft spielt, gegen Real Madrid und um einzelne Protagonisten kümmere ich mich jetzt nicht. Das ist ja klar, dass man auch diese Spieler kennt, analysiert hat und ich eine gewisse Erfahrung habe, die ich dann auch mitbringe ins Spiel, genauso wie wir in der Defensivreihe. Und wir versuchen unseren Job einfach zu machen und versuchen unseren besten Fußball geschlossen als Mannschaft, als Team zu spielen. Und das wird dann morgen entscheidend sein, auch wenn wir als Mannschaft funktionieren. Dann bin ich, glaube ich, sehr positiv, dass wir auch dann ins Halbfinale einziehen können. Auf der linken Seite wieder Hanna Reif Ja, kann ich ihm nur zustimmen. für Münchner Merkur und TZ. Hi Manu, du warst 2012 dabei, als ihr im Elfmeterschießen gewonnen habt. Wie hast du dich damals vorbereitet als sehr junger Torwart, oder zumindest jüngerer Torwart, und wie machst du es heute auch, was ein mögliches Elfmeterschießen angeht? Ja, ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert. Ich glaube, Elfmeter-Killer war der Neuer noch nie, Alter. die Spieler des Gegners kennt man einfach auch und kennt auch, sage ich mal, so ein bisschen die Vorlieben und sage ich mal, die Analyse, die findet auch im Vorlauf immer statt. Man schaut sich schon an, wer, sage ich mal, in der Vergangenheit wie auch geschossen hat und muss dann aber als Torwart auch ein eigenes Gefühl entwickeln und auch aus dem Bauch heraus entscheiden, was jetzt vielleicht in den Köpfen des Gegenübers stattfindet und wie sich dann derjenige auch entscheidet. Und darauf versuche ich einfach zu reagieren. Und ja, es hat damals funktioniert, heißt aber nicht, dass es immer der Fall ist. Wieder nach rechts, Heiko Das Nitterer wäre für die schön, wa? Bild-Zeitung. Hallo Manu. Bei Stürmern ist es oft so, glaube ich, dass die sich nach einem besonderen Spiel und besonderen Toren das sicherlich im Video noch ein paar Mal angucken. Wie ist das bei dir jetzt nach dem Hinspiel? Schaust du dir die Paraden nochmal an? Nimmst du die auch ein bisschen mit ins Rückspiel als gutes Gefühl, dass du weißt, ich kann da wieder so Dinge zeigen? Ja, die Nachbetrachtung haben wir jetzt gar nicht so richtig gemacht. Das haben wir uns aber aufgehoben
ich sage mal jetzt für die Analyse dann für morgen. Das ist immer so, dass wir uns auf den Gegner vorbereiten, aber im Prinzip haben wir das auch so abgesprochen, dass gerade im Torwartteam wir das dann so machen werden, dass wir das eine mit dem anderen verbinden, weil wir jetzt morgen ja sowieso gegen Real spielen und das werde ich dann morgen sehr wahrscheinlich nochmal sehen und werde mir viel Bild- und Videomaterial anschauen, auch im Vorlauf vor dem Spiel. Das ist dann schon immer ganz gut, dass man ein paar Stunden vorher auch nochmal konkret eine Analyse macht. Aber ja, so bereite ich mich einfach vor. Das macht jeder vielleicht auch anders. Aber jetzt in der vergangenen Woche, ich habe jetzt auch nicht so krass im Social-Media-Game war ich jetzt nicht drin gewesen, dass ich mir da alles rauf und runter anschaue. Das bekommt man natürlich mit aus dem Familien- und Freundeskreis. Aber wir hatten ja auch eine Aufgabe jetzt am Wochenende mit Pauli und da geht es dann immer weiter. Und das kennen wir im 3-4 Tagesrhythmus. Nächster Stefan Kumberger für Sport 1. Servus Manu, du hast den Titel ja schon zweimal geholt. Wann und woran merkt man als Spieler, dass mit einem Kader etwas mehr drin ist in einer Champions-League-Saison als vielleicht in anderen Jahren? Ja, wir waren ja auch schon mal nah dran gewesen und sind im Finale gescheitert, auch damals dann in 2012. Aber im Grunde genommen ist es schon immer wichtig, dass man auch ein Team ist. Und ich glaube, das Gefühl hat man hier einfach auf der Sebener Straße. Wenn du kein Team bist, brauchst du nicht darüber reden, die Champions League zu gewinnen. Du wirst keine Champions League nur mit Individualisten gewinnen. Ja, und das hat Manchester City, Chelsea, Paris lang genug versucht und ist lang genug kläglich gescheitert. Erst dann, wenn diese Mannschaften auch wirklich Teams wurden, ja, was viel, viel Zeit und viele Milliarden gekostet hat, haben sie es dann wirklich geschafft. Ja. Dafür hast du einfach zu viel Qualität in der Champions League und auch Mannschaften wie jetzt wir zum Beispiel oder auch sonst so Arsenal und sowas. Ich meine, ich bin jetzt nicht drin so in der Premier League, aber ich denke schon, dass das eine Mannschaft ist. Ja, und da reicht es nicht, wenn du, keine Ahnung, nimm früher Barcelona, wenn du Lionel Messi hast und ein was weiß ich wen und den und das und Iniesta aber in der Mannschaft stimmt es nicht mehr, die Mannschaft ist satt, ist nicht mehr ausgeglichen oder sonst was. Haben wir ja auch erlebt, ja. Wir brauchen gar nicht in andere Mannschaften gucken, ne? Du musst halt ein Team sein. Punkt. Und wenn du dann noch zusätzlich, so wie wir es gerade auch haben, starke Individualisten hast, dann ist natürlich alles möglich. So, ja. Aber selbst dann ist das ja kein Garant dafür. Ja, selbst dann kann immer noch eine Mannschaft kommen, die einfach eine bessere Tagesform hat. Oder aber auch so eine Mannschaft wie Real Madrid, die vielleicht dann nicht so 110% die Mannschaft ist, aber wenn so ein Mbappé und so ein Vinicius Junior einen Sahnetag haben, dann kann das auch schon reichen. Ne? Das ist ja das Wilde. Und dass viel möglich ist, das wissen wir gerade mit dem Kader, mit der Mannschaft, auch mit dieser Energie, die hier in uns lebt. Und ich würde mich freuen, wenn wir wieder dran sind. Wir arbeiten hart daran, aber dieses Gefühl entwickelt sich halt einfach im Laufe einer Saison und der Grundstein, den haben wir, denke ich, auch schon bei der Clubweltmeisterschaft. Ich glaube, das Gefühl wird kommen, wenn du wirklich jetzt Real Madrid nochmal klar besiegen solltest. Kommt jetzt gar nicht auf das Ergebnis an, sondern auf die Art und Weise. Ich glaube, dann wird man ein richtiges Feeling haben im Verein, in der Mannschaft, um zu sagen, ja, wenn wir Real Madrid zweimal so klar beherrschen und rauskegeln können, dann können wir das auch mit jeder anderen Mannschaft. Und da würde ich zustimmen. Ja. Was natürlich dann immer noch kein Garant ist. Guckt euch an die nächsten Gegner an, wa? Also, erlebt, dass das ein ganz wichtiger Baustein einfach von uns gewesen ist, den wir dann direkt in den Supercup mitgenommen haben gegen Stuttgart und dann ging es auch sehr gut los, gerade in der Bundesliga und das entwickelt sich dann einfach, ne? Und das ist das zweite Jahr jetzt unter Vinny und ich glaube, wir haben Fortschritte gemacht und sowas hilft natürlich einer Mannschaft auch, wenn wir alle die Philosophie verstehen, wenn wir den Trainer verstehen, das ganze Trainerteam verstehen und diese Energie, die Motivation, die ist in der Mannschaft. Und ja, also meinetwegen sind wir wieder dran. Dann machen wir Reihe 1 komplett. Marc Gabel für RTL.
Servus Manu, du hast es eben schon mal angerissen, so ein bisschen dieser Nimbus der Champions League-Mannschaft, was sich Real Madrid ja so, ich sag mal, in der letzten Dekade tatsächlich so ein bisschen aufgebaut hat. Ist das überhaupt so was ihr in der Kabine mal so, wo darüber gesprochen wird, sind so Statistiken an solchen Stellen überhaupt wichtig oder ist das Schall und Rauch einfach? Nein, also wir als Fußballer, wir wissen das natürlich aus den letzten Jahren, das ist klar. Allerdings, wenn du Leistungssportler bist, dann lebst du auch im Hier und Jetzt und in diesem Rhythmus, den ich gerade auch angesprochen habe. Und wir spielen jetzt gegen diese Mannschaft von Real Madrid, die natürlich auch schon ihre Leistung gezeigt hat, gerade auch in der Vergangenheit. Und deshalb können sie an einem guten Tag immer jede Mannschaft auf der Welt auch schlagen. Ja. Allerdings können wir das auch und das wissen wir. Wir sind selbstsicher. Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt in Madrid, im Bernabeu und haben auch gegen diese Mannschaft gespielt. Und ich glaube, dass es schon ein Vorteil ist für uns, das zweite Spiel auch hier zu Hause zu haben. Aber Ja, wir müssen definitiv. Leistung bringen und alles auf den Platz bringen. Dann wechseln wir die Sprache, ja. Manu, in Reihe 2 bitte, yes. En español, in Spanish, Manu. Hi, Fernando Ruiz, para el diario AS. Yo te quería preguntar por tema porteros. Ayer fue el Día Internacional del Portero. Se habla mucho del debate de quién es el mejor portero de la historia. Se habla de ti, se habla de Casillas, de Buffon, un montón de leyendas. Best goalkeeper. Pero para ti, personalmente, ¿quién es el mejor portero? Casillas or you? Who's the best goalkeeper? Ja, ist natürlich schwer zu sagen, über welche Epoche wir jetzt sprechen. Es gibt so viele Top-Torleute und gerade aus den letzten Jahrzehnten, ich glaube, da reicht es nicht, irgendwie 3, 4 Torleute zu erwähnen, sondern das sind meiner Meinung nach 10. Jeder hat einen anderen Stil und auch jetzt, sage ich mal, heutzutage, ich glaube, dass es auch für Real jetzt ein bisschen schade ist, dass bei so einem wichtigen Spiel auch Courtois jetzt gerade fehlt. Aber wenn wir jetzt in der Vergangenheit schauen mit Oli Kahn, mit Peter Schmeichel, wenn wir denken an die Zeit mit Iker Casillas, mit Gigi Buffon, wenn wir Courtois dazu nehmen, es waren schon wirklich sehr, sehr gute Torleute in der Vergangenheit, die ihr Bestes gezeigt haben, aber es gibt jetzt nicht den Torwart, wo man sagt, ja, der ist hier der Weltbeste, aber das steht immer für seine Zeit und ich glaube, alle haben ihre Verdienste gezeigt. Ja. Es gab aber immer wieder Torhüter, die 2, 3 Jahre der Weltbeste schon waren, finde ich. Also Manuel Neuer war auch mal 2, 3 Jahre der weltbeste Torwart, genauso wie es ein Oliver Kahn zu seiner Zeit war. Auch ein Buffon vielleicht, obwohl er immer so ein bisschen unter dem Radar war. Ne? Ja, ist man aber natürlich auch immer ein bisschen befangen, so als Deutscher. Ne? Sieht man, ich meine, Torhüter haben wir immer Kanonen gehabt eigentlich in Deutschland. Ne? Also von daher Daneben dran, auch mit Übersetzung. das Gegenteil von Stürmern bei uns. Bitte, ja. Hola Manuel, en Spanish, Sergio Hola. Rodríguez para el diario Marca. Yo quería preguntarte por una noche en especial. Hi, Manu. I'd like to Al ask Bernabéu, una you noche que el Real Madrid os remonta at the contra el Valencia. Bernabeu Quería saber si when después José de los años has pensado mucho en Lu esa noche scored y si para ti el partido de mañana es un twice poco against una you. venganza Are you personal contra thinking about this night quite often? Is that a revenge for you maybe tomorrow? Glaube ich nicht um dieses Spiel. Es Well, I ist don't trotzdem think noch it's mal eine about andere that. Mannschaft, glaube ich, die jetzige. Allerdings wissen wir natürlich, dass das Spiel auch gegen Real gewesen ist. Jetzt spielen wir hier zu Hause. Wir kennen das Hinspielergebnis. Wir wissen, dass es knapp ist und dass morgen alles sich nochmal drehen kann. Deshalb sind wir gewarnt. Aber dennoch ist es so, dass mit dieser jetzigen Mannschaft wir auch eine gewisse Power haben und wir versuchen, alles auf den Platz zu bringen und das ist unser großes Ziel. Dann wechseln wir ins Radio. Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo, Manuel. 4 Spieler, wenn ich es richtig gesehen habe, sind von einer Gelbsperre bedroht bei einer weiteren gelben Karte. Unter anderem Sie und dann kommt Tah, Upamecano und Leimer dazu. Sind alles defensiv. Das ist schon wild, ne? Das ist schon wild. Also Tah und Upamecano gleichzeitig, das wäre schon wild. Also einen von beiden könntest du vielleicht noch mit Minjay, so wie er gerade drauf ist, kompensieren im Spiel. Manu kannst du auch kompensieren, denke ich. Da mache ich mir wenig Sorgen. So ein Urbich hat es bisher immer ordentlich gemacht. Conny, ja, wenn wir über die Linksverteidigerposition, darf natürlich dann auf der rechten Seite auch nichts passieren und so weiter. Ist schon wild. Ja, und diese ganze Regelung mit diesen gelben Karten, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es immer schwierig, wenn dann in so einem
in so einem Viertelfinale irgendwelche Spieler gesperrt sind. Ich meine, du bist im Viertelfinale der Champions League, also wenn da nicht irgendeiner, ey, alles gut, wenn es eine gelb-rote Karte oder eine rote Karte ist, so, ja, dann gehe ich mit. So, alles ist fein, ja, dann hat derjenige das verdient. Aber wenn im Viertelfinale jemand gesperrt ist, weil er irgendwie 2 oder 3 gelbe Karten bekommen hat, sorry, ja, das ist albern. Das ist völliger Dünnpfiff in meinen Augen, ja. Weil du willst ja dann, dass in so einem Viertelfinale, Halbfinale, etc. die besten Spieler dann auch spielen, ja. Nochmal, wenn sie eine gelb-rote Karte oder eine rote Karte bekommen haben, deswegen gesperrt sind, ist das fein. Aber doch nicht wegen gelben Karten, Alter. Defensiv ausgerichtete Lächerlich. Spieler. Inwieweit beeinflusst das jetzt vielleicht nochmal die Defensivarbeit morgen? Ja, ich glaube, dass es beim Hinspiel oder beim ersten Spiel war es ja auch schon der Fall. Darf es gar nicht beeinflussen. Problem natürlich, wir haben einen Schiedsrichter, der super schnell gelbe Karten zieht. Ja. Könnte also ein Thema werden. Ja. Darf es natürlich nicht, darfst du nicht dran denken in dem Spiel. Du musst durchziehen, so wie immer. Ja. Ansonsten wird es schwierig. Fall gewesen, dass vorbelastete Spieler den Rasen betreten haben und das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber im Grunde genommen zählt es wirklich dieses Spiel zu gewinnen, das ist das allererste. Ja. Natürlich wollen wir immer mit 11 Spielern auch das Spiel beenden, das heißt, das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht irgendwie in Unterzahl geraten und dann ist es so, dass jeder auch natürlich am besten die Aktion intelligent versucht zu spielen, dass man jetzt nicht unnötige Fouls oder sich eine unnötige Gelbe holt, aber wir haben erfahrene Spieler auch in diesen Situationen, dennoch gibt es dann auch Schiedsrichtersituationen, wo der Schiedsrichter dann einfach entscheiden muss, ist es gelb, ist es kein Gelb und ja, das sind ja, wie wir jetzt mittlerweile auch wissen, Kleinigkeiten manchmal, die dann eventuell auch dazu führen, dass es halt mal eine Gelbe gibt, aber im Grunde genommen wird es wieder auch einen starken Schiedsrichter geben, der auch dieses wichtige Spiel pfeift und er weiß natürlich im Vorfeld auch darüber Bescheid. Zurück in Reihe 1, Torben Hoffmann wieder. Manu, deine Zukunft ist ja noch ungeklärt, zumindest vielleicht hast du sie schon gefällt, keine Ahnung. Ja. Aber inwieweit spielt auch ein Abschneiden in dieser Saison, was Titel angeht, möglicherweise eine Rolle für deine Entscheidung? Also wenn ihr jetzt mal fiktiv gesprochen das Triple holt, ist es dann für dich einfacher zu sagen, ich höre auf einen kompletten Höhepunkt nochmal auf oder spielt das für dich überhaupt keine Rolle? Und wann möchtest du denn für dich oder auch für die Öffentlichkeit deine Entscheidung bekannt geben? Ja, also je eher, desto besser, sage ich mal ganz ehrlich, jetzt auch für mich persönlich, aber grundsätzlich. Ja, dann, Junge, guck mal auf den Tacho. Letztlich ist es so, dass ich es nicht abhängig davon mache, welche Titel wir jetzt einfahren. Mir wäre natürlich am liebsten, wenn wir alles einfahren, aber da spielen die Gegner ja auch noch eine große Rolle. Aber ich habe mich jetzt persönlich noch nicht entschieden, aber ich glaube jetzt nicht, dass es noch allzu lange dann dauern wird, wo ich mir persönlich ein Herz fasse und eine Entscheidung in eine Richtung geben werde und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben. Dann ganz hinten in der letzten Reihe, ja? Which language? Hello, Manuel. Nico Díaz Meléndez for Televisión Española in English, if you want. Real Madrid didn't win the Super Cup, Spanish Super Cup, is out of Copa del Rey and also is 9 points behind Barcelona in La Liga. Do you think this become more dangerous rival Real Madrid for tomorrow? Thank you. Ja, Tja, ist die letzte Titelchance für Real Madrid. Alles andere ist durch, ne? Von daher werden die nochmal 120% reinwerfen. So, da brauchen wir nicht drüber reden. So, Real Madrid ohne Titel mit dieser Mannschaft. Natürlich eine große Chance für Real, einiges auch wettzumachen, das ist klar. Allerdings kennen wir auch so eine Situation, als wir nicht Meister geworden sind. Das ist schon sehr hart und ist auch sehr schwierig, auch gerade für so einen Verein wie Real Madrid. Es ist eine brutale Situation. Wir haben es am eigenen Leibe auch erfahren hier bei Bayern München. Und gerade wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, ist es schon mal so, dass man dann auch Berge versetzen kann. Ich will aber mich gar nicht so in die Rolle von Real rein versetzen, sondern eher in unsere Rolle, wo wir jetzt stehen. Und bei uns ist es so, dass wir wirklich einen Lauf haben, dass es gut funktioniert und dass wir in allen Wettbewerben präsent sind, dabei sind und alles in der eigenen Hand haben. Und das ist so eine Situation, wo wir auf dem Driver's Seat sitzen. Driver's Seat. Okay. Wow. Noch etwas, nochmal Felix Röderer hinten.
Eine kurze Frage noch, Manuel. Vor 2 Jahren im Halbfinale, da hat es der FC Bayern nicht geschafft, da standen Sie auch im Fokus. Inwieweit ist es für Sie jetzt auch nochmal extra Motivation, jetzt, ich sag mal, den Turnaround zu schaffen und diesmal weiterzukommen gegen Real? Ja, wir wären damals auch gerne ins Finale eingezogen. Also ich glaube, dass wir alle unser Bestes geben werden dafür, dass wir mit unserer Mannschaft weiterkommen werden. Aber hoffen wir es. Wie gesagt, das haben wir nicht alleine in der Hand. Das entscheidet morgen das Spiel. Okay. Top. Scheinen wir es zu haben. Vielen Dank. Top. Beide nicken, ich nick auch. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Schönes Spiel morgen, Teil 2 gleich mit Winnie. Tschüssi.